Wir stellen uns Emblem Coin hier bei Fire Emblem Engage. Willkommen zurück. Wir haben hier noch so zwei Normalo-Typus. Wir haben hier einen, der richtig am Arsch ist, Typus. Und wir haben, ja, hier wo ich ein bisschen gucken muss, wie ich hier am besten attackieren will. Ich habe hier noch den Tanz der Göttin, war natürlich jetzt nicht zu sehen, weil ich hier, naja, ein paar Probleme habe. Warte mal, ihn haben wir auch noch. Sidal und Tiki-Kombi. Kannst du nicht mehr so weit angreifen, aber theoretisch, wenn ich jetzt sage, jo, ich greife von hier aus an, dann kann er nachher direkt nochmal angreifen. Die Frage gab schon mal Coin an. Warum eigentlich nicht? Weil er sollte nachher Entschuldigung, Coin ist ja weiblich. Sollte trotzdem nachher die Doppelgänger angreifen. Weil ich glaube, es bringt nichts mit ihm irgendwo anders hinzugehen und die anderen zu plätten. Das wird lieber so machen, dass ich Louis Ike Kombi hier einsetze, für den zum Beispiel, und sage, yo, Peace, Mann. Weg ist weg, im Prinzip. Und noch den hier oben, der hat weniger Verteidigung als Resistenz. Das ist schon mal interessant. Theoretisch kann ich auch mit dem Silberdolch angreifen. Ich doppel sogar zweimal, ich heile mich dabei. Aber das war es leider auch schon. Wie sieht's denn... Es steht... Ups, Entschuldigung. Wir können trotzdem nicht angreifen, weil der Doppelgänger. Und irgendwie fies. Warte mal, aber Yunaka... die können hier oben noch angreifen. Dann wäre der hier schon mal weg. Dann habe ich noch jemanden, vielleicht sogar... Michael Lucina, die ihre hinstellen, damit sie hier angreifen können. Alfred Dimitri, die können nachher dank Sidal nochmal angreifen. Dann könnte es klappen. Wenn ich natürlich jetzt schon hier sage, hey Marin, Ephraim, in dem Fall greift den schon mal an. 1, 2, 3, 4, 5. Können auch mit Louis theoretisch sie angreifen. Das ist das Wurfschwert. Kann also nur fernangreifen mögen. Das heißt, ihr könnt theoretisch dahin und sie breaken. Und er macht ja auch guten Schaden, was bei ihr auch vonnöten ist, sag jetzt mal. Ich überlege gerade. Nachher mit Hortensia Beile 4 reingehe. Und sage nochmal angreifen. Dann müsste Michael Lucina aber hier weg. Er kann schon so angreifen. Bin noch nicht mehr. Die kann ich eh nicht bewegen. Doppelgänger sind einfach nur da, damit sie da sind. Fertig. Mehr bringen sie eigentlich nicht. Okay, versuchen wir es mal. Das Soulbahn. Danke, Ephraim. Ching, ching. Kritisches Ausweichen. So, perfekt. Er kann da, wie gesagt, dahin. Und könnte sagen, yo, was geht ab? Meisterlanze, ja, dass er krittet, ist eher, naja. Ah, ist eine Großlanze. Da wurde geschmettert. Es wird auch noch Schaden zugefügt, krass. So, Kampftechnik, gefallener Stern. Weg ist sie. Die Frage, speichern wir den Move für später auf. Weil jetzt ist eh gebreakt. Du hast eh so viel Power. Normalerweise. Also bei dir gerne. Ne, wie gesagt, dass ich hier oben angreife, wa? Oder
Stelle ich euch beide sogar hier hin. Das würde nur dann Sinn machen. Was kann irgendwo hier wäre oder so. Hier noch einen darunter. Ja, das Problem ist halt, ich schlage ihm nur einen weg. Also jetzt trotzdem nur einen weg. Bushro und Hector, ihr seid zwar stark, aber gegen den könnt oder gegen sie könnt ihr jetzt nichts machen. Also jetzt machen wir es auch Quatsch, wenn schon, denn schon. Will direkt so ran. Stärklos Verteidigung plus 2. Okay, das ist schon mal cool. Jetzt eben kann ich hier Kampftechnik machen. Da kriegt er ein Level up und endlich mal bessere Wachstumswerte. Danke, Alfred. Liegt ja auch dank der einen Kugel hier, dank der Sternenkugel von Tiki. Der Move hat sich also schon mal gelohnt. Okay. Gut, jetzt haben wir Hortensia, die theoretisch normal angreifen, aber ich glaube, angreifen wir sparen. Gut, mit Green muss ich nochmal breaken, aber ich glaube, da wäre es sinnvoller hier zu sein, einfach zu sagen: Ey, Digi! Setz nochmal den Ding ein, warte mal. Und von da aus alle nochmal bewegen lassen. Eigentlich dachte ich mir gerade daran, es wäre cool, die Hauskombo einzusetzen. So ein bisschen direkt zweimal wegen der Hauskombo Plus, das heißt aber vielleicht hier, das heißt, ihr würdet Hortensia Beile für hinstellen. Du kannst eh nichts machen, wa? Ja, da müsste Yuna Kalynda weg. Außer ich schicke euch jetzt schon weg. Das Problem ist halt, von hier aus kannst du angreifen, ja, aber näher dran, beziehungsweise weiter weg geht dann auch nicht. Kati, da bringt die Meisteraxt mehr. Vor allem habe ich zweimal die Chance auf den Crit. Oder auch nicht. Mein Crits werden überbewertet. So, wie sieht's aus? Zumindest hier ein Ding noch abreißen, ja. Komm. Ja, schöne Referenz zu Fire Emblem Fates. Aber wir wissen immer noch nicht, welchen Pfad dieser Cohen hier gewählt hat. Werden wir immer nicht. Wäre ein bisschen schräg. So, und jetzt... Ein Ding hat sie schon mal genutzt, wa? Da ist natürlich Kacke. Natürlich mir auf dem Schirm, dass die Tanzgöttin schon mal genutzt hat.
Ja, was machen da? Ich könnte mal Fraktur nutzen. Okay, das Maximum erreicht, also beziehungsweise Level 4 Maximum erreicht, 1000 plus. So. Yes! Ich liebe die Kombi, ey. Freehouse in Perfektion. Das macht aber sogar mit Alfred so verdammt viel Damage. Was wird ein Ring auf mal bei ihm? Er muss ja wirklich leveln. Boucheron Hector als Helden. Loading, 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 we must loading, 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 we must loading. Den göttlichen Pfad. Ach ja, Corrin. Fates war auch ein schönes Spiel. Und ja, wie schon gesagt, beziehungsweise wie Michael nachher gesagt hat, von wegen, oh, du hast deine Mutter auch verloren. Ganz ehrlich, das ist fast bei jedem Final im Spiel so. Ich habe den verloren, du hast den verloren. Aber es kommt ein bisschen darauf an, wie es auch erzählt wird. Ich meine, eben so Spiele wie, gerade auch Powerful Radiance mit Ike oder Awakening mit Chrome. Dem Fates mit Corrin. Und Freehouse war es ähnlich. Da war wirklich Emotion dabei. Und hier einfach so, ja, sie ist jetzt tot. Ich meine, klar, haben sie versucht, das gut zu erzählen und so, aber Anbetracht dessen, dass er sich eh nicht mehr erinnern konnte, wir es auch kaum kennengelernt haben, war irgendwie die Emotion sogar bei mir ein bisschen mau. Und das will was heißen, da ich bei sowas eher schon emotional bin, muss ich sagen. Also, ja, auf sowas reagiere, sagen wir es mal so. Ich flame nicht direkt, aber ein paar Tränen kommen ja trotzdem. So, ansonsten würde ich jetzt sagen, vom Kapitel her, es hat sich durchaus gelohnt. Wir haben viel erfahren, gerade eben auch was Alfred so betrifft. Der hat einen sehr guten Job gemacht. Hortense gefällt mir auch immer besser. Bei ihr muss ich vielleicht mal gucken, ob ich bei ihr den Magiewert noch booste, damit sie auch offensiv noch ein bisschen was machen kann. Da ist sie für meinen Geschmack zu wenig. Sie ist schnell, klar, aber ein bisschen mehr Magie dürfte es schon sein. Naja. So, jetzt haben wir noch eine Sidequest offen. Waren zwar die mit Erika und Eifram, also sprich die azurblauen Zwillinge. Im Prinzip wäre es eine Idee, allein schon in den Fragmenten und so weiter und so fort. Aber wir sind jetzt schon
ziemlich stark. Die Sidequests werden auch immer stärker, sage ich jetzt mal, weil sie ja mit unserem Level skalieren, den unser Hauptcharakter hat. Das Problem, was ich jetzt ein bisschen habe, ist, wenn ich einfach alle Sidequests und göttliche Kapitel mache und die Story ein bisschen beiseite lasse, ist nachher die Story gar nicht mehr interessant. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt schon ein bisschen überlevelt bin und dem will ich eigentlich zuvorkommen. Soll heißen, ich werde jetzt den ersten Sidequest erst einmal auf Eis legen. Es fehlt nur noch eins, aber trotzdem. Nach die göttlichen Kapitel, wobei mich momentan ja vor allem eins interessiert, das mit Chrom und Darien. Stattdessen werden wir jetzt den Rest der Folge noch kurz hier verbringen, Somniel, und dann nächste Folge geht's mit der Hauptstory weiter. Vielleicht sogar am Schluss dieser Folge noch, muss ich mal gucken, wie viel Zeit wir jetzt hier verbringen. Ich muss auch zugeben, ich will auch nicht mehr groß in den Bandfragmenten sowas machen. Eigentlich nicht, im Gegenteil. Ich will da eher die mir wirklich aufsparen, auch nach dem nächsten Hauptkapitel noch, weil es hier da viel dazugeben wird. Ich glaube, Kohle haben wir auch ein bisschen was. Ja, da würde ich auch eher jetzt zum Investieren nutzen in die Gebiete. Und halt dort ein bisschen höheres Level haben. Ein bisschen mehr bekommen unter anderem. Hier ist ja die Frage. Jetzt Neues, okay. Hätte sein können, dass es neue Fische gibt oder so. Das ist auch immer das Gleiche, war. Aber recht hat er. Wir müssen wirklich los. Trotzdem lassen wir natürlich nicht nehmen, die ganzen Dinge einzusammeln. Aber jetzt werden wir in der Folge, wenn wir sowieso jetzt das nächste Kapitel nicht mehr starten. Vorbereiten, ja, aber richtig starten dafür nicht mehr. Seltener Fisch, ja, kann ich auch sowieso nicht. Klar, ich kann auch Essen zubereiten und so, aber es erhöht ein bisschen die Zuneigung, ja, da muss ich vielleicht mal, ich denke so bei Kapitel 20 rum. Ich werde dann ein bisschen mehr machen. Auch diese Status-Boost-Items verteilen. Und ja, das andere eben auch, weil also die Beziehungen ein bisschen erhöhen. Weil so aus Erfahrung weiß ich ja, dann irgendwann wird es wohl, das kann Kapitel 22, 23, 24 sein, wo es irgendwann darum gehen wird, oh, Rang S, wie sieht's aus? Da muss man dafür entscheiden. Also bis dahin muss ich eigentlich schon gucken, dass die ganzen Dinger hier, Enzyklopädie, Unterstützung, die alle, wenn möglich, maximiert habe. Junaka hat 2 neue, da ist doch gut. Louis hat auch 2. Ne, eine, Entschuldigung. Hab was geguckt. Die könnte man eigentlich nachher noch machen, aber erstmal Hortensia mit Beileif. Weise Worte des Magisters. Ach ja, ich vermisse ein bisschen Free Houses. Wobei ich gesagt habe, dass ich Free Houses mal Let's Playen würde, aber dann nicht wie bislang einfach irgendwie einen dieser 3 Routen. Oh, warte mal, Diamant. Muss ich noch, ne, warte mal, hä? Wo ist jetzt ein Ring hin? So, weg. Der Ring ist weg, der Ring ist weg. Was wollte ich gerade sagen? Dass ich Free Houses mal noch gucken will. Hier, von Corin. Mal noch gucken will bei Free House mit dem, nicht den gewohnten Pfannen, sondern damals gab es auch noch ein DLC mit den Silberwölfen. Das haben wir noch nie gemacht. Würde mich aber interessieren. Das würde sogar durchaus interessieren. So, warte mal. Dann haben wir gesagt, das mit den Bandleveln ist momentan ganz cool. Da, Mary und Erika bin ich noch nicht so sicher. Ich weiß aber auch nicht, wie mir das sonst was geben soll. Ja, Diamant in den Ring auch von Igo so geben.
geht halt ein bisschen Powerhorsen. Dann muss auch jemand, der ein bisschen Power hat. Hector wäre dann so eine Option. Könnte man sich überlegen. Oder eben, ich kann natürlich ein bisschen den nächsten Ringe haben. Und ist ein anderes Prinzip war. Sieht und so, ne? Wir müssen auch mal testen, wie das funktioniert. Die müssen übelst abgehen, ey. Ja, und hier hinten. Ich glaube, ich kann tatsächlich mal wohl oder übel hier unten mal die ganzen Items noch weglegen, weil die werden wir nie mehr nutzen. Was eine Option gewesen wäre, wäre Pandrio, wenn ich irgendwie einen hätte. Mit Fäuste Rang S. Ich meine, wir haben Sidal mit der Donnerfaust, das ist ja schön und gut. Der wird damit sicher auch ordentlich reinhauen. Kann die noch ein bisschen boosten, aber ansonsten... Er hat halt Speed, das ist natürlich schon mal schön. Ja, wir müssen gucken. Warte mal, die ganzen Items. Guck mal, wer noch irgendwie was hat, was er wieder wegnehmen könnte. Der ersetzen könnte. Der Rest passt noch so, beziehungsweise bei ihr muss auch mal ein bisschen was Stärkeres an. Elfenwind vielleicht auch noch ein paar Stäbe. Ja. Die haben Pogativ. Ja, vielleicht mal den von Chloe wegnehmen, weil ganz ehrlich, dass Chloe noch oft einsetzt, ist eher unwahrscheinlich. Obwohl ich das gern würde, aber die Chance dafür ist eher gering. Warte mal, hier sind eh schon alle weg. Ja, Etie. Coole Items so hat sie ja, aber eben, ich glaube, das war es dann eigentlich auch schon. Bouchereau, der Pfad des Kriegers, weil er halt Bogen nutzen kann. Leider kein Silberbogen, das ist ein bisschen doof. Da muss ich noch gucken, ob ich bei ihm irgendwie was anderes mache. Er hat seine Äxte, er braucht eigentlich nur die Meisteraxt. Ja, vielleicht doch mal noch eine Silberaxt, ja? Ein Langbogen, auch wenn er im Prinzip cool ist auf die Entfernung hin, aber schon mal eine Situation, wo ich das brauche, anstelle der Silberaxt. Schwierig. Sonst passt es soweit. Fürs Erste. So, hier baut mal einen Ring. Ein geiler Ring geben Legion, komm. Der passt zu ihm. Eben so Fäuste Rang S haben wir keinen, weil man theoretisch Fram und Shaw wären solche, wenn sie sich entwickeln würden, dann wären es glaube ich auch irgendwie auf Rang S im Fäusten. Ihr könnt es uns so vorstellen. Was haben wir jetzt? 24 Minuten knapp, okay. Ein bisschen was hier reicht's noch. Ich überlege tatsächlich. Die Scheiße dann noch was verbessern. Plus 5 fehlt die Kohle. Ich finde eigentlich auch schon plus 2 oder 3. Das ist eher gesagt plus 2. Jetzt haben wir mehr Power, auch eine höhere Treffsicherheit. Ja, manchmal sagt die vierte Stufe, weiter kommt er eh nicht. Dann auf Außen nach halt der Rang A, aber eben ich kann den Rang damit auch nicht verbessern, das ist irgendwie schade. Ich gebe Michael mal
Immer eine 4. Stufe plus. Dann gucke ich mal ganz kurz beim Händler drüben, weil ich habe wieder so viele Items. Natürlich wieder mal. Also sicher einen Teil davon wieder kaufen. Ein Brunnenschmeiß wäre natürlich auch eine Option. Aber wohl eher nicht. Bis auf weiteres, sage ich jetzt mal. Ich werde noch weg, weil solange ich Geldprobleme habe, bringt das gar nichts. Eine Silberaxt plus 2, warte mal, eine Silberaxt kann weg. Der Gushiro hat ja auch eine. Stahlgroßaxt, Alter. Wäre vielleicht jemand mit viel Defense halt, Ich habe Stahlgroßaxt und noch nichts irgendwie beim Speer, das ist ein bisschen doof. Pflegen mit 1 kann auch weg. Ein paar Rettungsstäbe. Die Dinger noch. Ein paar alte Heilmittel. Die können auch weg. Die Dinger brauche ich mal noch bei Gelegenheit. Maideri! Warte mal, kann man irgendwie noch was Geiles kaufen? Wie sind die Eisengroßlanze? Haben wir schon. Hier hast du noch nicht viel, Kumpel. Ja, Maideri, du dir auch. So, okay. Ja, vielleicht kann ich langsam noch auf die Spezialwaffen hier verzichten, die wir haben. Mal gucken. Das passt noch, das passt eigentlich auch noch, das passt auch noch. Was mir hier nicht ganz gefällt ist, woher kommt die, wo ist nicht plus 2? Hier ist sie ja. Mal gucken, was er macht. Ernsthaft? Ja gut, er hat schon Verteidigung, aber nicht so viel, dass eine Stahlgroßaxt reicht. Und vor allem die Eisengroßaxt direkt auch noch. Hallo? Also wenn er eine Waffe braucht, ist er wohl die Meisteraxt. Stahlbogen und Meisterbogen noch, Manchmal verstehe ich diese Spiele nicht, Manchmal verstehe ich sie einfach nicht, Ich bin der Stahlgroßaxt, wir können es mal testen. Meisteraxt ist natürlich halt cool, da kannst du sagen, was du willst. Ganz ehrlich, nee, Stahlbogen. Eher Meisterbogen trainieren. Noch ein bisschen upgraden. Das passt besser. So, noch ein paar Elixiere. Sie hat ja auch schon, wir hatten hier oben noch kein Elixier. Ja, sie da könnte aber langsam auch eins nehmen. So viel Kabel, wie der schon hat. Ich verstehe halt eben noch nicht, dass er dafür, dass er halt so ein Faustkämpfer ist, dass er eben trotzdem nur auf Rang A ist, nicht höher. Das verstehe wer will. Ich tue es nicht. So. Ja, aber ansonsten ist ganz gut. Für sehr zumindest. Haben wir noch. Wollte eigentlich noch ein bisschen spenden, war. Geld kriegen wir dann relativ schnell wieder hin, aber dann durch die Sidequests etc. oder halt durch zu alten Gebieten gehen und dann ein bisschen, naja.
spammen halt, sag ich jetzt mal. Also sprich, alte Karten nicht machen. Also wir sind jetzt vor allem im Fall Rain unterwegs. Der Brody aber schon auf Level 3. Ja, am nächsten Kampf werden wir im Fall Rain stattfinden. Das heißt hier. Das heißt dann noch ein bisschen mehr verkaufen, wa? $2000 fehlen noch. Dann gucken wir noch ganz kurz, ob noch ein bisschen was loswerde. Ich will ja eigentlich gerne jede Waffenexemplar einmal behalten. Aber ich denke, dass es cool ist, wenn man jede Waffe zumindest einmal sieht hier. Also ich kann nicht mehr gebrauchen hier. Die Eisenbogen können auch weg. So. Er hat schon wieder. Maideri. Ups, Entschuldigung, Anna. Und noch ein paar Bandfragmente, sehr schön. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, denn jetzt gehen wir zur Ringkammer. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Vielleicht muss man da für heute das Angeln skippen. Ich weiß, es gibt auch Bandfragmente und so. Ich meine, viel ist zwar nicht, aber es gibt auch ein bisschen was. Ja, schon die ganzen Ringe hier. Aber echt die ersten 4, krass. Der nächste Ring wird, glaube ich, der hier sein. Also, ja, entweder muss, also der nächste Deal ist göttliche Ring, Entschuldigung. Der göttliche Kapiteln wird entweder der hier sein oder der hier, weil es wird der von Chrom und Darrain sein. Gut. Entschuldigung, falscher Ort. Ich wollte zuerst. So, ein bisschen Brain AFK. Ich wollte zuerst in die Arena. Ein Gespräch ist noch etwas, war. Ja, das war, glaube ich, die nächste Folge. Am Anfang ganz kurz so 2, 3 Gespräche. Sidal, bei dir bringt's halt nichts, wa? Du kriegst irgendwie so einen scheiß Gegner halt. Wieso hat die Andung? Von wem hat sie es vor allem? Egal. Eigentlich ist Planet bei mir gestorben, weil er darf sie gar nicht mehr nutzen. Oh, ein Gespräch bei denen. Noch eins mehr. Warum tue ich das mir rein kann? Hortensia, ja, mehr Magie, da war was. Diamant. Oh, die falsche Waffe. Ja, ja, da ist Kacke. So, das heißt, jetzt gibt es noch ein Level Up. Wer kriegt es wohl? Vielleicht die mehr, aber es ist zu viel. Das wird nicht reichen. Na, kann es trotzdem versuchen, komm. War zu befürchten, dass es nicht reichen wird. Mit vielen ja schon mal gut unterwegs.
Ich überlege gerade, ob ich bei Sidal schon mal bei Tiki auf Stufe 10 machen soll. Nachher geht es in Gespräch. Kann nachher nicht mehr normal weiter trainieren. 新竜族のチキだよ。Ja, trotzdem macht schon mal guten Schaden, also gegen den Drachen. Wenn natürlich ihre Zukunft in Awakening meint, dann ja. Das kann ich nur bestätigen. Warte mal, da war gerade Sidal. Bei Alfred. Lichtkugel erben kann ich eh nicht, beziehungsweise eine Sternkugel schon. Aber generell, ob ich bei allen einfach irgendwie mit Tiki auf Stufe 5 soll, damit die halt schon mal die Kugel erben können. Es war natürlich noch viel FPS, klar, aber generell wird es funktionieren. Bei Charakteren, wo ich noch ein bisschen unsicher bin. Weil Alfred hat das Ding ja bereits. Ja, schon viel Magie, das ist auch kein Problem. Bei Chloe vielleicht noch, wa? Wenn ich sie auch häufig einsetzen würde. War aber knapp. Chiki は別の世界の新竜族なのよね。チキのことはチキでいいよ。これからいっぱい遊んでね、クロエ。 Das ist wahr. So, könnte ich das bei ihr erben? Was mir gerade noch auffiel, ne, mit Edelgard hast du schon. Sidal vielleicht mit Edelgard, damit die Dinger noch kriegt. Die Frage Edelgard oder Dimitri. Ne, ich gehe auf Claude. Wegen den Fäusten. Mir geht es um Linie, damit Linienfähigkeit erben kann. Aber bei Sidal sehe ich das. Bis Level 40 ist, dauert das sonst. Wow, gar kein Damage. Meine ist ja zu stark. Also gemein sowas. Dann spinnt er aus seinem Pfeil. Ja, so fahren wir vielleicht noch. So, wer können davon profitieren? Louis ist auch gar nicht mehr der stärkste von allen. Ich meine, er hat Verteidigung, ja, aber sagen wir ehrlich, der mittlerweile andere von uns auch. Also mit mir sind anschleppend unterwegs. Ja, manchmal denke ich mir so, diese scheiß Lattkugel könnte jeder von uns vertragen. Da muss er echt darauf hinarbeiten.
族のチキだよ。はい、いた。もう無理。勝利の歌を。尺がない？すごいすごい。あなたも神竜族なのよね。一緒に来てくれるなんて素敵。うん、これからよろしくね。Ja, Tiki wird richtig beliebt hier. Aber ja, komm, ich glaube, das ist sowieso eine gute Idee. Wenn wir vielleicht sogar in der nächsten Folge damit weitermachen, gerade auch bei ihm. Er ist natürlich jetzt mit Tiki unterwegs. Er braucht von ihr kein Ding, aber halt von Edelgard. Das mit der Linie bei ihm mal Erbe. Alfred hat das ja auch. Die Linie ist aktiv, Sternkugel wird ausgerüstet. Okay, okay. Balef ist gerade bei ihr noch drin. Ja, ja. Mal gucken, wer alle Sternkugel hat und wer noch nicht. Junaka ist mit Tiki erst auf plus 4. Bei ihr würde es auch gern geben, dafür vielleicht Linie rausschmeißen. Ja, das ist halt eine Option, wa? Hier bei ihm, weiß ich nicht, habe ich bei ihm das gar nicht gemacht mit Tiki oder hat er es aber nicht mehr? Nee, noch nie gemacht, okay. Ja, schade, sowas müssen wir eigentlich früher wissen. Bei ihm sind es auch zu wenig. Ich würde gerne gucken, wer eigentlich genug hätte. K plus 7, plus 5, ja. So schön und gut, aber wir können was anderes. Ja, nachher wird es schon schwierig, weil die ganzen FFVs anders verbraten habe. Okay, müssen wir mal gucken, wer hat überhaupt von uns noch viele Punkte. Ja, Sidal ist so einer. Hortense wird das auch lohnen, wa? Wenn es noch krasser wird, aber dann würde ich ihr halt tatsächlich, glaube ich, das von Tiki noch mitgeben. Ja, sonst wird es wenig FP halt wieder mal. Da war nicht mehr so viel, wa? Okay, okay. Ja, das heißt eigentlich, es lohnt sich kaum, dass ich jetzt in der nächsten Folge weitermache mit dem Erben. Natürlich mit dem Fähigkeiten-Zuweis, ne, dann natürlich schon. Aber ansonsten hier mit dem Erben und dem Limit trainieren, ich glaube, das sparen wir uns so später auf. Idealfall natürlich nach dem nächsten Kapitel. Klassenwechsel bei ihm. Meine Fähigkeiten hier. Dinge mitnehmen, genau. Da bringt doch schon was. Bevor wir gleich die Folge beenden, machen wir ganz kurz das noch hier. Auch hier eine Sternenkugel drin. Bei ihm auch sehr, sehr wichtig. Plus Speed plus 3 auch sehr wichtig. Hortense kann man theoretisch, ist ja genug FP. Das wird noch krasser werden, ja, aber gut, warum nicht, wa? Ja, du hast ja schon viel, aber viele Dinge halt, die ich damals getan habe und heute nicht mehr so machen würde. Also, sobald wir mit Kaya zurückkamen, ich glaube, ich werde es nicht Junaka geben. Schade, dass wir nicht irgendwie Fähigkeiten zurückgeben können. Damit die halt unsere Dinger bekommen. Die FP zurück. Glück plus 4, Magie plus 2 reicht doch. Ein heilendes Licht wäre auch eine Option, damit es weniger Glück hat. Das ist jetzt sowieso schon Glück, wenn es mit Pfeiler ausgerüstet ist. Ah, ne, mit Sohn jetzt, Entschuldigung. Ja, ist eigentlich schon cool, aber
vor allem gerade jetzt aktuell Besseres. Vehemenz bei ihr ist natürlich auch cool, weil sie ein bisschen Speed drauf hat. Ja, ich glaube so generell, denke mal so bei den Fähigkeiten. Die Sternkugel und auch Linie. Klar, es sind DLC-Dinger, Fähigkeiten, aber trotzdem, das sind solche, wo ich sagen würde, nochmal neu anfangen würde, hey, die braucht immer bei jedem Charakter, oder bei möglichst jedem, eigentlich bei jedem, weil es halt schneller hochleveln kann. Und je nachdem, als dritte Fähigkeit, wo ich sagen würde, die ist auch wichtig, ist halt Vehemenz. Mein Vorteil ist natürlich auch cool. Aber Vehemenz ist schon so eine Fähigkeit, wenn wir sagen, ui, vor allem für unsere Speeder-Angreifer, das ist sehr, sehr wichtig, Freunde. Sehr wichtig. Gut, lange genug gequasselt. Ich sage von der Stelle danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Dann glaube ich tatsächlich einfach, wie bereits angekündigt, ein paar Gespräche hier machen. Ja, vielleicht so 3, 5, maximal 6. Nochmal ganz kurz gegenchecken und noch irgendwie was machen muss. Ansonsten würde ich dann sagen, machen wir mit dem nächsten Kapitel weiter, war in der Hauptstory, weil eben sonst ist die Gefahr hoch, dass wir bald schon davon leveln. Und vor allem Michael jetzt schon Level 9, das ist eigentlich nicht so gut. Wenn er so stark unterwegs ist, dass, nee, ihn hier ein bisschen zurücknehmen, war den guten Michael. Und dafür hier, die mir machen lassen. Vor allem Hortensia Byleth, wobei bei Byleth könnte ich eigentlich auch Chloe geben. Ich finde eigentlich die Kombi generell hier noch ganz gut. Luin zur Not auch noch praktisch, sag ich jetzt mal. Jo. In dem Fall, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.